Bist du bereit nicht? Ich werde bereit, weißt du? Du bist bereit, Ja. sehr gut. Hey, es ist wirklich eine mega Freude, zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich habe mir heute fest vorgenommen, nicht wirklich mitsingen in der Anbetung, weil meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, aber ich habe es nicht geschafft. Einfach zusammen Gott anzubeten ist etwas so Schönes und da kann ich gar nicht anders als zusammen singen. Hey, lasst uns doch zum Anfang noch einmal zusammen aufstehen. Dürfen alle mit zusammen aufstehen, auch die Kinder, die da sind. Matti zum Beispiel, du hast ja sicher auch gehört, im Moment ist in der Ukraine ist die Leute schwierig, es ist hier Krieg, viele Leute haben es sehr kalt, die Infrastruktur ist kaputt. Und wir wollen einfach in diesem Moment Also, was zusammen... nennst du die Infrastruktur? Infrastruktur, ja, das ist genau, das muss man noch erklären. Das Ja. heisst zum Beispiel Stromwerke, die Strom produzieren, oder Heizwerke, dort wo Heizung Oh nein, das heisst ja produziert nicht noch wird. kalt jetzt. Ganz viele haben keinen Strom, die haben kein Wasser zum Teil. Wasser ist auch, gehört auch zur Infrastruktur. Oh nein! Und wir hatten gerade ein Team, das mit uns verbunden ist. Der Tobi Weber, wer sie kennt, der Rasta Dave. Ja, Ich kenne sie. du kennst sie, gell? Aha. Die sind jetzt gerade hier, haben Holz gebracht, um ihnen zu helfen und dass sie warm haben. Und wir wollen zusammenstehen, beten für sie. Und wir nehmen uns 2-3 Minuten Zeit, beten in deinen Worten, dass Gott dort hier eingreift. Genau. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo wir uns an dich wenden können in allen Lebenssituationen, Herr, in den schönen Momenten und in den schwierigen Momenten. Und ich lade dich ein, Jesus, dass du einfach eingreifst, dass du Wärme schenkst, dass du Nahrung, Wasser schenkst, dort, wo es das braucht, dass du einfach Versorgung schenkst. Und Herr, letztendlich braucht es einfach deinen Frieden. Es braucht deinen Frieden, Herr. Ein Frieden, der alles umfasst, Herr. Und wir wollen als Menschen, die dir nachfolgen, dafür einstehen, vor dir, dass du alles in den Weg leitest, damit der Frieden kommt, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Friedenfürst genannt bist. Zeig du dir als der, wo du bist in dieser Situation. Amen. Ja, 2 Informationen noch zum Start. Das hier, wir reden ja aber vom Familiengottesdienst und so, und das könnte missverständlich sein. Weil Familiengottesdienst meint nicht einfach, dass quasi Kinder dabei sind, sondern es heisst generationenübergreifend, das heisst wir alle. Also wenn man Familie eng definiert als die Kinder haben, das ist nicht nur das, was wir meinen alle. Also Singles, Pärchen, die selber keine Kinder haben, wir meinen eigentlich jeden, der dazugehört. Und die Gottesdienste, wie wir heute den zusammen feiern, die finden ab dem nächsten Jahr im 3. Kannst du merken, am 3. Wochenende des Monats statt. Dort kommen wir in einen neuen Rhythmus. Ja, aber wieso kommen wir da in einen neuen Rhythmus? Weil nächstes Jahr am ersten Wochenende am ersten Wochenende vom Monat jeweils das Community-Wochenende stattfindet. Und es gibt ja schon von einigen gehört, hey, wie ist das? Ich habe von dem mal gelesen. Wie ist das konkret? Wo bekomme ich da Informationen? Die findest du auf dem Internet. Wenn du auf die Seite von Vineyard Bern gehst, hat es nicht dort hier bei dazugehören, also quasi besuchen. Dort hier kommst du sofort auf Communities und kannst dort hier schauen, was die bereit sind, aufgeschaltet. Und wenn du merkst, hey, eigentlich habe ich da wie so einen Gedanken, dass ich selber etwas könnte anfangen, dann komm unbedingt auf mich zu. Wir haben also Platz. Es geht immer darum, wo schenkt Gott einem ein Herz für einen bestimmten Stadtteil oder eine bestimmte Menschengruppe. Ja, zum Beispiel wie bei der English Speaking Community. Wer weiß, vielleicht gibt es mal eine spanische Gruppe oder so. Es geht darum, um die Frage, wo legt Gott dir oder Menschen etwas aufs Herz und wie finden sich Menschen, die zusammen diesem Stadtteil dienen wollen. Und da gibt es noch Raum, wenn dich das interessiert, komm auf mich zu. Diesen Freitag haben wir ein Treffen nochmal mit den Community-Leitern, die schon jetzt sind. Und da bist du herzlich dazu eingeladen. Genau. Haben wir gehört, Advent, Erwartung. Hast du auch einen Adventskalender? Ich habe auch einen Adventskalender.
Weißt du, was bei mir heute ein Ding war? Was? Der Louis Graber. Das habe ich gesehen. Also ein habe ich Foto vom Louis Graber. Ja, Mega also er war schön. schon nicht drin. gewesen. Nein, das wäre ein bisschen schwierig. Wie Ja. würdest du das wollen machen? Also, ja, also gell, Mann, das geht ja nicht. Das Kind einpacken in den Adventskalender. Nein, aber wir haben von dieser Erwartung geredet. Wir erwarten, ja, wir sind wie in einer Zeit von Erwartung, jeden Tag eine Freude. Und da ist eigentlich so ein bisschen die Frage, was erwarten wir eigentlich? Was erwarten wir in dieser Zeit, dass das könnte passieren an Weihnachten, dass vielleicht Gott könnte tun in dieser Weihnachtszeit? Was ist etwas von dem, was wir uns erhoffen? Und ich finde es noch spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist so, die letzte Zeit hat sich in mir so wie eine Art Erwartung aufbauen. Nicht nur wegen Weihnachten, sondern auch wegen Geschichten, die wir erlebt haben, also die Menschen von uns, von Vineyard Bern erlebt haben. Prophetic Conference war dort gewesen. Da hat sich wie etwas an Erwartung aufbauen. Wir haben von unterschiedlichsten Orten haben sich Leute mit Jesaja 61 beschäftigen. Vielleicht bist du letzten Sonntag auch da gewesen. Was sagt er? Im Jesaja 61, Ja. das ist die Stelle, wo es darum geht, dass Gott Trauer zu Freude verwandeln, Asche zu Schönheit machen. Dort ist eine Stelle, wo der Jesaja, ein alter Prophet, darüber redet, und Jesus hat die aufgenommen. Ah. Und das Spannende ist eben, Ja. dass wie so das Empfinden im Raum liegt, dass Gott so etwas jetzt wieder möchte tun unter uns. Das haben verschiedene Leute Also was, dass wahrgenommen. er wieder uns Freude schenkt, oder was? Freude schenken dort, wo wir traurig waren. Oh, Dass er uns will, eben dort, wo vielleicht Asche ist, ja so ein bisschen ein Bild dafür für Sachen, die kaputt gegangen sind, das wieder schön machen, wieder herstellen. oh, das klingt noch gut, hä? Genau. Und ich habe gemerkt, in mir ist so ein bisschen die Erwartung gewachsen. Hey, etwas liegt wie in der Luft. Und jetzt wäre so ein bisschen der Moment, wo du kannst reden mit deinem Partner, dort, wo du hockst, oder mit dem, der neben dir ist. Hey, was sind Sachen, die du im Moment erwartest? Was ist wie Zeug, das du vielleicht empfindest, liegt in der Luft? Was glaubst du, dass wie Gott am Wirken ist? Und was erhoffst du dir von Weihnachten? Es gilt auch an Kinder. Könnt ihr darüber reden, hey, was glaubt ihr? Was ist wie etwas, was ihr euch erhofft, ihr wünscht, erwartet, was könnte passieren jetzt in dieser Weihnachtszeit? Wir nehmen uns 2 Minuten Zeit. Ich merke, etwas, was ich erwarte, ist so, ich erwarte eigentlich, es ist ja wie die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist wie der Anfang des Kirchenjahres und ich erwarte eigentlich, dass Gott wie mir zeigt, hey, was sind Schritte, Sachen, die er wie in der nächsten Zeit wie möchte tun. Das heisst, ich erwarte mir Nähe zu ihm, ich erwarte mir wie eigentlich Führung für die nächsten Monate. Und ich finde es spannend, also wenn du das Neue Testament lesest, in dieser Weihnachtszeit lesen wir ja oft die Geburtsgeschichte von Jesus. Und das geht ja an Weihnachten. Genau um das geht es an Weihnachten, dass Jesus ist auf die Welt gekommen. Aha. Aber seine Geburt hat ja noch nicht so dramatische Auswirkungen gehabt auf das Weltgeschehen. Oder? Ja, so. So richtig angefangen Auswirkungen hat es eigentlich dort, wo er hat angefangen öffentlich zu reden, öffentlich Leute zu berühren, Menschen zu heilen und zu predigen. Also es hat eigentlich so richtig angefangen. Also du nennst all die Geschichten, die wir nicht lesen. All- Zum Beispiel Bartimäus und solche Sachen. Ja genau, der Bartimäus. Wer war das schon wieder gewesen? Das ist der innen so laut geredet hat. Der blind war und laut Ah, hat geschrauen. ja, fast Genau. verwechselt, ja. Aber wir wollen jetzt nicht alle neutestamentlichen Geschichten durchgehen. Schade, Ich weiss, wäre es auch gibt gut. die- Ja, es wäre auch gut, aber ich glaube, für das haben wir heute nicht Zeit. Okay. Aber dort, oder wir erwarten, wie Gott das eingreifen. Und ich habe es spannend gefunden, so richtig anfangen, Auswirkungen haben, jetzt eben mit dem öffentlichen Wirken von Jesus. Und dort hat es wie auch so eine Vorbereitungszeit gegeben. Und in dieser Vorbereitungszeit ist der Johannes der Täufer wichtig gewesen. Den kenne ich. Den kennst du? Ja, Hast aber gut aufgepasst. He? ja. Was ist denn das für einen? Das ist der Schnecken gegessen hat. Schnecken? Ja. Ja, glaube nicht.
Jorim hat Schnecken gegessen. Was hat er? Er hat etwas Grusiges gegessen, das weiss ich noch. Weiss jemand, was er hat gegessen? Schindelkäse. Nein, was? Heugümper, das war es, ja. Und? Genau. Honig. Honig. Super, Jorim. Genau. Genau der. Hat ja gewusst, du weißt es ja. Genau der. Und der, es geht eigentlich nicht so um das, dass er Heugümper gegessen hat. Das ist heute nicht so wichtig. Okay. Spannender Fun-Fact am Rand. Ist nicht so weihnachtlich, nein. Wobei man weiss ja nicht, was es zum Weihnachtsessen gibt, bei gewissen Leuten. Also. Aber er war der, wo Jesus ist vorausgegangen. Wo wie hat, bevor das Wirken ist gekommen, eigentlich in dieser Zeit, wo das Volk voller Erwartung war, dass der Messias kommen soll, war er der, der das Volk hat vorbereitet. Es war der Prophet, der eben in der Wüste hat gerufen. Und da lesen wir jetzt zusammen einen Text. Was hat er gerufen? Das wollen wir jetzt eben genau zusammen hören. Gut, das müssen wir gut zuhören. Wir lesen in Lukas 3, 3-6. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Schon wieder der Jesaja. Schon wieder der Jesaja. Das ist einer. Das war eben ein ganz wichtiger Prophet. Ja, ich sehe es gerade. Und viel von dem, was er gesagt hat, hat sich eben in Jesus erfüllt. Wie wir auch hier beim Johannes der Täufer Also sehen. der hat schon gewusst, dass Johannes wird kommen, oder was? Ja, das weiss ich nicht, ob er das so genau gewusst hat. Aber das, was der Johannes hat gemacht hat, das, was der Jesaja hat gesagt hat sich in Johannes erfüllt. Oh, Krass, das ist gell? noch, ja, schon noch. Auf jeden Fall ist es mega spannend, finde ich, dass eigentlich vor dem Wirken von Jesus, bevor er ist gekommen, bevor quasi die Revolution, die von ihm, seinem Reden in die Welt ist ausgegangen, der Johannes ist der, der das hat vorbereitet hat, eben der Ruf in der Wüste. Und es ist noch spannend, dass eigentlich so vor dem grossen Eingreifen von Gott jemand hat Menschen dazu aufgerufen hat, was sie machen sollen. Und es ist noch spannend, wir haben letzte Woche ist Theologisieren mit dem Matt bei den Kindern. Gell, Amanda, da bist du auch dabei gewesen. Und dann haben wir darüber geredet, was erwarten wir von Gott? Und etwas von dem, was wir diskutiert mit den Kindern zusammen, ist, hey, wir erwarten, zum Beispiel habe ich auch schon gebetet, dass Gott mir hilft in einer Prüfung. Test habe ich auch schon gemacht übrigens, machen nicht nur Kinder. Und das Spannende war ja dann dort hier, wo wir zusammen darüber geredet haben, haben wir gemerkt, ja, man kann nicht einfach Gott bitten, dass er einem in der Prüfung hilft und er nichts mehr lernen und nichts mehr machen. Das wäre sehr gäbig. Das wäre sehr gäbig, ja. Gell, Jasi? Das fändest du ganz toll. Aber das ist eigentlich nicht die Logik, sondern man tut ja dann selber lernen. Und das habe ich spannend gefunden, den Gedanken aufzunehmen, hey, es hat etwas von Erwartung, wo wir glauben, dass Gott tun will. Aber die Erwartungen in zu haben, heisst nicht, dass ich keine Verantwortung mehr habe. Und von genau dem redet hier der Johannes. Und ich habe das spannend gefunden im Hinblick darauf, dass wir ja irgendwie, dass ich von Gott Sachen erwarten. Sie erwarten, dass er Sachen tut. Wir haben vorher zusammen gebetet, dass Frieden kommt in die Ukraine. Das sind nicht einfach Worte. Die erwarten von Gott, dass er eingreift. Und du kennst es vielleicht aus dem eigenen Leben, wie es Orte gibt, wo du wirklich betest, wo du wie eine Erwartung hast. Ich erwarte, dass er kommt, dass Menschenleben verändert werden. Und so Geschichten zu erleben, wie mir letzte Woche mein Bruder erzählt, oder was ich selber im Video erzählt habe von meinem Freund, der in Portugal ich auf der Straße kennengelernt habe. Und 2 Wochen später ist er schon bei Miguel in einem Zentrum, wo er aufhört mit Alkohol. Ich erwarte von Gott, dass er so eingreift und Menschenleben verändert. Also ich erwarte von Gott, dass er mega viele gute Sachen macht zum Beispiel. Ganz genau. Ganz genau. Und da kommt wieder das Wort rein. Was ist unsere Verantwortung im Vorbereiten von dem? Wir können ja nicht das machen, was er tun soll. Aber wir können, wie bei der Schule, wenn wir für einen Test beten und er gleich lernen, haben wir wie etwas, was wir machen können. Wir sollen immer wieder neu zu ihm umkehren, ihn suchen, ihn in den Mittelpunkt rücken.
Und da habe ich ganz spannend gefunden, die Stelle, wo eben der Jesaja zitiert wird. Jasi, das ist eben der Prophet, der immer wieder vorkommt. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Hügel soll abtragen und die krummen Wege sollen begradigt und die holprigen geebnet werden. Das gibt es ja nicht ganz. Ja, das müssen wir jetzt eben zusammen herausfinden. Weil ein Tag kann ja nicht flach gemacht werden. Weißt, das ist ein Bild, das der Jesaja braucht, um eigentlich zum Volk zu reden, zu den Menschen zu reden und so eigentlich auch zu uns. Und ich glaube oder ich empfinde, dass die Stelle auch etwas mit uns zu tun hat in der Vorbereitung von dem, was Gott mit uns möchte tun. Und darum die Frage, wo gibt es in unserem Leben vielleicht Orte, wo es Täler hat? Ich interpretiere jetzt das frei als etwas, das uns von anderen Menschen trennt, die uns vielleicht nahe sind oder eben Hügel. Wo gibt es in unseren, das ist so ein bisschen die gemeinschaftliche Ebene, wo gibt es vielleicht krumme Wege, die wir gehen mit Menschen? Die eben geebnet müssen werden, die geredet müssen werden. Oder wo in unserer Nachfolge, wo gibt es vielleicht, das ist die individuelle, also Dimension von mir als Einzelne, Jasi. Jetzt habe ich es schon vorweggenommen, dass du fragen, was individuell heisst. Schade. Wo gibt es in meinem Leben, persönlichen Leben, wie Orte, wo ich wie merke, da ruft mir Gott, mir neu ihm zuzuwenden. Zeug zu bekennen und eben umzukehren. Umkehren heisst, dass irgendwie dort, wo ich meinen eigenen Weg begangen, mir wieder neu an Jesus ausrichten. Aha, das heisst, Johannes hat ihnen nicht gesagt, wo sie hinlaufen sollen? Er hat ihnen nicht gesagt... Nicht auf Jerusalem oder so, gell? Nein, nicht auf Jerusalem, er hat noch nicht gesagt, sie wieder zu Gott zulaufen. Ganz genau, ja. Du hast es begriffen. Die Frage, was aber das heisst, das ist wie etwas, was zwischen dir und Gott passiert. Und wir nehmen uns jetzt einfach ein paar Sekunden, wo du für dich überlegst, hey, wo gibt es in meinem Leben Orte, wo Krumms wieder gerade werden sollen, wo Hügel und Täler wieder eingeebnet werden. Und wir nehmen uns kurz Zeit, das für uns zu überlegen und können, wenn wir uns frei fühlen, wiederum mit unserem nicht Pult-Nachbar, wir sind nicht in der Schule, wir sind in der Kirche. Mit unserem Banknachbar auch nicht, wir haben keine Bank, mit unserem Stuhlnachbar können wir uns nachher kurz unterhalten. Wo gibt es Orte, wo ich für mich eben das Krumms wieder gerade werden und in Beziehungen? Wir nehmen uns kurz einen Moment Zeit. Bei mir in meinem Leben hat es tatsächlich so, oder in unserem Leben hat es Beziehungen zu Freunden gegeben, die in diesem Jahr schwierig war, wo wir wie gerade letzte Woche zusammen festmachen, dass wir einfach das Neue umarmen wollen, das er uns schenken will. Und in diesem Sinne Wege wieder gerade machen. Wir lesen aber dann weiter beim Johannes. Vom Johannes der Täufer, Lukas 3, die Verse 7 bis 9. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder wecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ziemlich krasser Text. Das ist ein bisschen gefährlicher Text. Gell? Ja. Absolut. Und wenn man das so hört, ist irgendwie nicht sofort verständlich, was ist eigentlich hier gemeint. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Aber weißt du was? Ich glaube, den Leuten, die das gehört haben, ist es genau gleich gegangen. Die haben auch gedacht, hey, das ist das, was Johannes gesagt hat, gell? Jawohl. Also da hat er gedacht, was genau willst du von mir? Und da bist du tatsächlich nicht allein, weil das ist genau das, was sie haben gefragt haben. Und wir lesen gerade weiter. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer 2 Hemden hat,
soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte: Verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir? Fragten einige Soldaten: Was sollen wir denn tun? Er antwortete: Beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Also offensichtlich hat es Menschen beschäftigt, hey, was heisst die Botschaft? Und für Johannes der Täufer ist wie der Ruf zur Nachfolge, zur Umkehr, ist so wichtig gewesen, dass er dann gesagt hat, hey, ihr könnt nicht einfach so gemütlich euch zurücklehnen und das Gefühl haben, es ist schon alles easy. Und genau dort, wo die Leute dann sich fragen, hey, was heisst jetzt das genau? Dort legt er nochmal nachher und sagt, hey, wer 2 Hemden hat, soll denen eins geben, der Käse hat. Wer etwas zu essen hat, soll teilen mit denen, die nichts haben. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Das ist eigentlich etwas, was uns hier begegnet im Lukas-Evangelium, das nicht das Mass der Leute übersteigt. Sie sollen von sich wegschauen und teilen, was sie haben. Und es ist offensichtlich, dass das für jeden etwas anderes heisst. Das sehen wir daran, dass die einzelnen Gruppen nachher fragen, ja, aber was heisst denn das für uns? Die Zöllner fragen. Sie sollen nicht mehr nehmen, als eigentlich ihnen zusteht. Die Soldaten, für sie heisst es etwas anderes als für die Zöllner. Das ist ja irgendwie logisch, oder? Die machen ja auch nicht das Gleiche. Die machen auch nicht das Gleiche, genau. Die sollen nicht etwas für sich erpressen. Und so ist doch spannend, dass die Frage von Umkehr und vom mit darauf einlassen, auf sein vorbereitende Wirken für jeden etwas anderes heisst. Und so heisst es für dich etwas ganz anderes, als es für mich heisst. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mal überlegt, was könnte es für Kinder heissen? Ich weiss etwas. Was denkst du? Ja, gerade in der Sicht nach. Also, was machst du? Ich tue noch gerade in einer Dache. Ja, wir haben Dienstag, gell, 6. Dezember. Ich mache noch eine für die Frau neben uns. Weißt du, die alte, die aus kathotische Fuß hat. Trudi? Ja, ist gut. Das ist gut, aber das ist im Moment ein bisschen schwierig, sie ist im Spital. Ja, das schaut irgendetwas so. Ja, es war eine gute Idee. Wir lösen das Problem noch zusammen. Lösen. Ja. Das heisst, für jeden etwas anderes. Teilen von dem, was man hat, von sich wegschauen. Vielleicht hast du einen Freund in der Schule, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und du kannst ihm Aufmerksamkeit schenken. Jemand, der nie Freunde hat, die mit ihnen abmachen, Freundinnen vielleicht, kann man mit denen abmachen. Es heisst, für jeden etwas anderes, sich darauf einzulassen. Das Grundprinzip, das ich hier sehe, ist, von sich selber wegschauen und grosszügig sein. Für mich persönlich, ich habe gemerkt, die Adventszeit ist früher, oder ich habe es gelesen, ist früher eigentlich eine Fastenzeit gewesen. Man hat gefastet und sich so wie auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Heute ist es ja quasi das Gegenteil, ist eine mega Konsumzeit geworden. Und ich habe wie mir gesagt, ich möchte wie in dieser Zeit neuen Zugang gewinnen. Ich habe mir gesagt, ich faste am Mittag und nehme mir dort bewusst Zeit. Herr, prüf du mein Herz. Richte mich neu auf dich aus. Ich will mir wie Zeit nehmen, wo er meine Aufmerksamkeit bekommt und in mein Leben kann reden kann. Dort, wo ich gefordert bin, die Sachen zu begradigen oder eben von mir wegzuschauen und grosszügig zu sein. Und das, was ich mega spannend finde, wenn wir uns wie auf das einlassen, uns neu auf ihn ausrichten, von uns wegschauen und grosszügig sein, dann steigert das in uns die Erwartung. Die Erwartung auf das, was er kann und will tun. Und so lesen wir noch den letzten Aspekt von dieser Geschichte. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Das ist schon wieder der Johannes der Täufer, gell? Schon wieder Nein, der Johannes andere der Insekt Täufer. isst. Und ich finde es spannend. Das Volk, das vorhin noch gefragt hat, was müssen wir tun und wie erschreckt ist quasi, ist durch das Verstehen, was ihre Aufgabe ist, sich auf Gott auszurichten, von sich wegschauen und grosszügig sein, wächst in ihnen die Erwartung. Die Erwartung auf die Lösung, die Erwartung, dass Gott eingreift. Und es war noch mal ein bisschen anders, als sie gedacht. Nicht Johannes war der Messias, aber Johannes hat auf den hergewiesen. Der tatsächlich ist gekommen, wo wir feiern, dass er geboren ist und wo uns, wie wir hier lesen, tauft mit Feuer und Heiliger Geist, mit anderen Worten, wo sein Geist in uns hineinlegt, dass wir zu Menschen werden können, die ihn tragen und so in unserem Umfeld können erleben, wie er durch uns wirkt. Und das erwarte ich von Gott. Dass er durch dich, durch mich wirkt, dass seine Liebe durch uns fließt und sein Geist dazu führt, dass Menschen neue Leben anfangen können. Das wünsche ich mir auch für mich. Absolut. Zum Weißt du, wie cool? Dort und ich dich, mit deinen Freunden und so, dort fängt ihr neues Zeug an. Dort sind alles gute Sachen, weil Jesus in mir ist. Das wäre schon recht cool, gell? Mega. Ja, das fände ich Hey, cool. und wir wollen einfach zum Abschluss von diesem Gottesdienst zusammen beten. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte so, ich möchte wie, es liegt etwas in der Luft, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich möchte wie meine Teil davon tun. Wie ich erwarte, dass Gott eingreift, möchte ich wie eben mehr neu auf ihn ausrichten, von mir wegschauen und grosszügig sein. Ich lade dich ein, dass du in deinen Worten, dass Gott sagst, und dann werden wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns füllt und uns zeigt, was er tun will in den nächsten Wochen. Du darfst gerne für dich beten. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du bist gekommen. Herr, ich danke dir, dass du der bist, der neues Leben schafft. Dass wir das nicht aus uns selber müssen können. Und Herr, ich danke dir, dass wir zusammen dich dürfen feiern, in deine Gegenwart dürfen kommen, Herr. Und ich lade dich ein, Herr, dass du mein Herz prüfst und jedes von denen, die die Bitte mit aussprechen, dass du uns neu auf dich ausrichtest, uns zeigst, wo du Wege gerade machen willst, wo du wie Beziehungen willst, neu verbinden, gerade im Hinblick auf Weihnachten. Und Herr, dass du uns zeigst, wie das wir von uns wegschauen können und grosszügig sein können in dieser Zeit. Und so danke dir, Herr, dass wir voller Erwartung dürfen sein auf das, was du schenken willst. Voller Erwartung dürfen umarmen die guten Sachen, die du vorhast. Und voller Erwartung darauf können sein, dass wir Teil von deinem Wirken werden. In jedem Herz, in jedem Haus, in Bern und darüber aus. Amen.